Schön, dass du da bist. Schön, dass du mit uns kommst. Eine biblische Geschichte erzählen wir hier und bringen sie so zu dir. Jetzt zünden hier Kirche die Kerzen an. Ich habe einmal in der Stadt eine alte Bekannte getroffen. Und es ist lustig mit ihr. Wir müssen gar nichts abmachen. Irgendwann begegnen wir uns gern wieder. Es ist schön, eine alte Bekannte wieder zu sehen. Um so eine Begegnung geht es in der nächsten Geschichte von der Familie von Josef. Oh, schön seid ihr da heute. Ich habe nämlich heute extra ein bisschen pressiert. Ich habe gedacht, vielleicht seid ihr noch da und ich kann euch noch weiter erzählen vom Josef. Mit dieser Geschichte, die ich angefangen habe. Wisst ihr noch? Wir haben doch dort aufgehört, wo der Josef hat ganz grosse Häuser gebaut, Vorratskammern. Also der Pharao hat es eigentlich bauen und hat dem Josef den Auftrag gegeben, er müsse schauen, dass die Speicher voll werden in diesen 7 Jahren, wo ganz viel wächst. Und nachher ist doch die Hungersnot gekommen. Wisst ihr, Josef hat vorausgesagt, bei diesem Traum vom Pharao, so ist es nämlich gekommen. Und ich habe euch auch noch erzählt, dass sich die Brüder von Josef auf den Weg gemacht haben. Die haben nämlich in ihrem Land auch Hungersnot gehabt. Die haben ja nichts mehr zu essen gehabt. Und die haben ja gehört von diesen grossen Vorratshäusern da in Ägypten. Sie haben sich das nicht so vorstellen. Sie haben in Zelten gelebt. Aber gleich sind sie losgezogen. Der Vater hat sie geschickt und sie sind auf Ägypten gekommen. Sie sind gekommen zu diesen Vorratshäusern mit ihren Gefäßen. Und der Josef hat von weitem gesehen, dass da 10 Männer kommen. Er hat ein bisschen genauer hergeschaut und gesehen, dass das seine Brüder sind. Die ihn dann verkauft haben. Die ihn nicht mehr wollen. Die Männer sind hergekommen und haben sich vor dem Josef verneigt. Er war ja jetzt ein hoher Mann. Und am Josef sind augenblicklich seine Träume in den Sinn gekommen. Dann ganz am Anfang hat er doch mal geträumt, als er noch daheim war, dass sich Garben vor ihm verneigen und seine bleibt stehen, eine Korngarbe. Jetzt ist das gerade eine Situation, wie er dann nicht träumt. Er hat aber gar nichts dergleichen getan. Und die 10 haben ihn nicht gekannt. Der Josef hat natürlich auch eine andere Sprache geredet. Er hat einen Übersetzer gebraucht, der für ihn geredet hat. Und so haben sie ein bisschen verhandelt. Sie haben das Korn eingepackt. Aber da hat der Josef zu ihnen gesagt, ihr seid mir nicht geheuer. Ihr seid sicher Spione, die da von einem anderen Land ausspionieren und schauen. Das passt mir gar nicht. Die Männer sind erklüpft. Wir sind doch nicht Spione, haben sie gesagt. Und sie haben angefangen, von ihrer Familie zu erzählen. Dass sie mal das 12. waren, dass einer von ihnen jetzt nicht mehr da sei. Aber den anderen geht es gut. Und am jüngsten, der sei daheim beim Vater. Und sie haben erzählt. Und der Josef hat noch ein bisschen genauer nachgefragt. Er wollte nämlich schon wissen, wie es an Benjamin und seinem Vater geht. Und in allem Reden innen haben die Brüder nicht gemerkt, wer da ist vorne gestanden. Aber schlussendlich hat er ihnen gesagt, hört, beweiset mir, dass ihr noch einen jüngeren Sohn habt. Geht zurück und geht den holen. Nein, das können wir nicht, haben sie gesagt. Der Vater ist schon dieser Weg traurig, dass sein zweitjüngster Sohn nicht mehr da ist. Nein, das können wir ihm nicht antun. Doch, hat der Josef gesagt, ich befehle das. Ich behalte einen von euch da und wenn ihr wieder zurückkommt, könnt ihr den wieder mitnehmen. Aber nehmt euren jüngsten Sohn mit.
Oder der jüngste Bruder, jetzt habe ich es gerade falsch erzählt. Wisst ihr, manchmal weiss ich auch nicht mehr. Das ist halt schon ein Zeitchen her, wo mir meine Großmutter die Geschichte hat erzählt. Ich muss dann manchmal selber gerade ein bisschen studieren. Auf jeden Fall sind dann die nachher wieder losgezottelt. Der eine ist beim Josef geblieben. Oder eben nicht beim Josef. Sie haben ihn dann kurzerhand ins Gefängnis gebracht für diesen Moment. Die anderen 10 sind heim, oder eben 9 waren es nur noch, und haben dem Vater, am Jakob, davon erzählt, dass sie den Benjamin mitnehmen müssten. Nein, hat der Jakob gesagt, ich habe schon den Josef verloren. Schon der Josef ist von einem wilden Tier getötet worden. Also der Benjamin, den wollte ich nicht auch noch verlieren. Es ist ein Moment vergangen, aber sie haben immer weniger zu essen gehabt. Und es ist dann doch Zeit geworden, dass sie wieder sich auf den Weg machen nach Ägypten. Jetzt müssen wir den Benjamin mitnehmen, haben die anderen gesagt. Sonst kommen wir nicht mehr zurück. Sonst nehmen die uns alle auch gefangen. Schweren Herzens hat der Vater der Benjamin mitziehen. Es war ihm aber gar nicht wohl dabei. Sie sind gelaufen, weit gelaufen bis auf Ägypten. Und als sie dann dort ankamen, sind sie wieder zum Josef gekommen. Sie haben ihn immer noch nicht erkannt. Er hat immer noch eine andere Sprache geredet. Aber der Josef hat natürlich genau verstanden, was sie untereinander geredet haben. Er hat die Sprache nämlich schon noch können, von seinem Land. Und sie haben gesagt, schau, das ist unser Jüngster. Das ist der Benjamin. Der Josef hat sich ganz schnell entschuldigt. Du hast gesagt, ich komme gerade wieder. Er hat so Freude gehabt, den Benjamin zu sehen, dass ihm gerade ein paar Tränen runtergelaufen sind. Aber das hätte er natürlich nicht zeigen. Darum ist er wieder raus, hat seine Tränen abgeputzt und ist dann wieder zurückgekommen. Füllt diesen Mannen ihre Säcke, hat er seinen Diener befohlen. Die Männer sind ein bisschen raus, und einer von den Dienern hat er zu sich gepfiffen und gesagt, du komm schnell, los, tu meinen silbrigen Becher in den Sack vom Jüngsten, das oberste rauf. Der Diener hat ihn komisch angeschaut. Einfach ausführen, Befehl ausführen, hat der Josef gesagt. Und so war es dann. Er hat die Männer noch zum Essen eingeladen. Sie haben zusammen gegessen und ein bisschen erzählt von ihrer Heimat. Das hat der Josef natürlich interessiert. Und schlussendlich haben sie dann alle ihre Säcke genommen und sind losgegangen. Es ist aber nicht lang gegangen. Sie sind da gemarschiert. Und plötzlich jagt ein Diener mit dem Ross hinten nachher. Halt, stopp, anhalten! Diebe! Die Brüder haben einander angeschaut. Der Benjamin, der Jüngste, hat gerade ein bisschen Angst bekommen. Was? Diebe? Wir sind doch nicht Diebe. Mal, jemand hat den silbrigen Becher vom Josef, eben nicht vom Josef, das hätte er nicht dürfen sagen, sonst hätten sie ihn ja gekannt. Jemand hat den silbrigen Becher von meinem Herr gestohlen, haben sie nur gesagt. Der silbrige Becher. Wir haben nichts gestohlen. Der älteste Ruben ist vorgestanden und hat gesagt, ich gebe mein Wort, wir haben nichts gestohlen. Schaut, da sind alle Säcke, schaut sie durch. Wir sind keine Diebe. Wir sind nur Korn holen. Und sie haben einen Sack umeinander aufgetan. Und als sie zum letzten Sack kamen, vom Benjamin, vom Jüngsten, greifen sie rein. Und was kommt für? Der silbrige Becher. Sofort zurück! Sofort zurück! Alle, ihr seid alle gefangen genommen, hat der Diener gesagt. Und sie sind zurück. Wie hätte das passieren können? Die Männer haben die Welt nicht mehr verstanden. Am Benjamin sind nur noch Tränen runtergelaufen. Nein, hat er gesagt, nein, ich will heim, ich will heim.
Ja, sie sind dann wieder vor Josef gekommen, vor den Hochmann zu Ägypten. Was ist passiert? Hat er gesagt. Wer hat meinen Becher gestohlen? Der Benjamin ist vorgekommen und hat gesagt, ich war es. Aber eigentlich habe ich diesen Becher gar nicht gestohlen. Ich weiss nicht, wie der in meinen Sack hineinkommt. Jetzt hat sich der Josef nicht mehr zurückhalten. Plötzlich sind ihm Tränen runtergelaufen. Er ist vor die Mann hergestanden und hat gesagt, schaut, erkennt ihr mich nicht? Ich bin der Josef. Der dir verkauft. Der dir in ein Loch geschossen und nicht mehr wollte. Ich bin's, der Josef. Der Benjamin hat ihn mit grossen Augen angeschaut und hat gesagt, jetzt erkenne ich dich. Und er ist zu ihm und hat ihn umarmt und gedrückt. Die anderen waren noch ein bisschen zaghafter. Sie haben ja genau gewusst, was sie denn mit dem Josef gemacht haben. Kommt zu mir, hat der Josef gesagt. Ich habe so Freude, dass ihr alle lebt. Ich habe so Freude, dass der Benjamin lebt. Ich habe so Freude, dass mein Vater noch lebt. Kommt zu mir. Wir dürfen uns umarmen und freuen. Und das alles war nämlich nicht für nichts. Wenn ihr mich dort nicht in die Grube hättet geschossen, wenn ihr mich nicht hättet verkauft auf Ägypten, dann müsstet ihr jetzt Hunger leiden. Dann hättet ihr nichts mehr zu essen. Das hat schon alles seinen Lauf gehabt. Aber jetzt geht schnell heim und holt den Vater. Holt den Vater, nehmt all eure Sachen mit und kommt auf Ägypten. Kommt hier wohnen, hier hat es im Überfluss. Dann müsst ihr nicht mehr in eurem Land Hunger haben. Und die Männer sind sofort losgezogen. So schnell sind sie noch nie von Ägypten im Land Kanaan gewesen. Und sie haben alles gepackt, sind zurückgekommen und es hat ein riesen Fest gegeben. Ja, das ist die Geschichte von diesem Josef. Ganz eine besondere Geschichte. Gell? Manchmal kann aus etwas, das am Anfang so ein bisschen schlecht aussieht, auch gerade etwas Gutes werden. So, jetzt muss ich aber an mein Tagwerk. Jetzt nehme ich meinen Kessel, fülle Wasser und gehe heim.